Nati hat mit dem Can ein neues Video aufgeladen. Bilder, die nur Mädchen verstehen. 17'000 Leute haben es schon gesehen. Bei der Nati läuft. Wir schauen es an. Ich als absoluter Frauenkenner werde jetzt wahrscheinlich keine Situation erkennen. Aber wir schauen mal. Hallo zusammen! Mann, du bist unbrauchbar! Gut, also. Also ich kann wieder gehen. Nein, ich brauche dich. Du bist männlich. Okay, Facecam aber. Ich sehe es. Ich sehe es, die Facecam muss runter. Ah, nein! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit Mir? Can Maria Finger. Darf man dir auch so sagen? So? Das darf man, weil ich heiße ja Can Maria. Das ist mein Name. Okay, gut. Also, hallo. Hallo. Aber wenn ihr mir nicht auf Spotify folgt, bringt es noch in. Wir machen jetzt zusammen wieder mal ein Video, wer jetzt denkt. Und zwar, was machen wir? Ich errate Bilder, die nur Mädchen verstehen. Wie ihr seht, vielleicht auch nicht, das ist männlich. Hallo zusammen und herzlich willkommen Oh nee, der klebt, Digga. Zum Kotzen. zu meinem neuen Video. Ich bin Nati. Ja, das ganze Video haben wir schon mal gemacht, und zwar in der umgekehrten Version, in dem er als männliche Person mir Bilder zeigt, die Männer verstehen. Genau. Genau. Yes, könnt ihr mal durch verlinken und dann könnt ihr das anschauen. Wir machen es eben, wie gesagt, umgekehrt, und ich sage es schon mal vorab, logisch betrifft das nicht nur Mädchen, es wird auch Sachen dabei haben mit Schminke und lange Haare und so Sachen. Es ist doch nur oberflächliches Ja. Format, Bilder, die Jungs angeblich nicht verstehen. Genau, darum nehmen wir es nicht ernst, wir Doch. sind da nicht sexistisch. Nehmt es ernst, nehmt es sexistisch. Genau. Und ich würde sagen, Wir labern gar nicht so viel, sondern fangen wir mit dem Video an. Let's go! Oh, Nice. Digga, Handschlag gehen können sie auch nicht. da mutiere ich noch zum Frauenschläger in deinem Video. Oh mein Gott. wir fangen mit dem ersten Bild an. Ich glaube, das ist nicht mal so schwierig. Das Aha. Okay. Sie haben da so Blotere und ich glaube, das kommt von den hohen Schuhen. Ich habe wirklich absolut kein Blau von dem Zeug, aber ich glaube, das Bild ist das Problem, dass sie hier Blotere haben und das kommt halt von den Schuhen, die sie bei der Kleid für schöne oben anziehen. sind Füße. Ah, Ich glaube, ich verstehe das. dann haben wir raus. Weil man nennt mich auch Prinz der Frauenkenner. Ah, Oder- darum schlägst Frauen. Nein, aber das sind so Stöckeli-Schuhe, die vorne offen sind. Wenn man so einen Abend im Ausgang war, Party macht, dann sind deine Füße nachher so. Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, es müssen immer nur offene Schuhe sein. Es kann allgemein einfach hohe Schuhe sein, weil die gehen Der dann so, Knick immer ist. einfach so, dort geht es einfach rein, dort ist nachher die ganze Da geht es rein. Die wissen, was ich meine. Druck. Und Bro, wenn du deine Schuhe abziehst, also es sieht nicht immer so aus, es ist einfach fucking geil. Wir kommen zum zweiten Bild, und zwar ich lese es kurz vor für die keinen verstehen. Wenn deine Periode fertig ist, oben dran steht, wenn du keine Binde anhast, oben dran hast, wenn du eine anhast. Ja, das sage ich irgendwie immer im falschen Moment, dass ich die Binde immer im falschen Moment anhabe, sage ich mal. Gut, ist jetzt auch nicht so schwer, nehme ich an. Ja, Das vielleicht. ist so der typische Vorzeigeffekt. Oder der typische, man kennt es, ich rasiere mich, bevor ich an eine Party gehe. Also ich meine mit dem, wenn du keine Binde am Schluss von deiner Periode drin hast, dann hast du die ganze Sauerei in deiner Unterhose, Hose und wo auch Genau. immer. Und hast Ja, etwa so habe ich es gemeint. Can hat es auch ein bisschen besser erklärt. Aber irgendwie so habe ich es gemeint, Chat. Irgendwie so habe ich es gemeint. eine Binde drin, passiert das eben nicht. Genau. Wahre Also. Frauenkenner. Was glaubt ihr, schaffe ich alle richtig? Ah, das ist nicht Wunder. Ich werde mit dir das nächste Stunde Also wenn es jemand richtig schafft, dann ist es natürlich der Can. Weil der Can ist der Frauenheld Nummer 1, der wisst. Und er kennt alles. Der Can kennt alles. nicht checken. Das ist nicht Challenge accepted. gut. Also, Das nächste. du hast Das ist... kein Plan, Digga. Kein Plan. Ist es ein Haarring? Bro, ich werde wahrscheinlich sehr grossed von allen Frauen. Digga, ist es ein Haarring? Oder ist es irgendein Ring, der kaputt gegangen ist oder so? keinen Plan. Ich weiss, was das ist. Was ist Das das? ist ein BH-Bügel. Ja? Aber was hat das mit etwas auf sich? Ich habe ja keinen Kontext. Ich sehe nur einen BH-Bügel. Der ist aber nicht BH. Genau, der sticht immer da so rein, wenn er da rauskommt. Ja? Ja, Und dann nimmt man raus. genau. ja. Linke Wahrscheinlich ein Haarring. Wahrscheinlich ein Haarring. Oh Mann. Okay, ich hätte das Video nicht schauen. Ja, Left Eyebrow, Right Eyebrow. Ist es einfach, dass sie das Gefühl haben, dass die eine Augenbraue einfach viel schöner ist als die andere? Das ist wahrscheinlich das. das ist einfach.
Das ist so, das haben... Das Ja, ich will schon gerostet vom Chat, ein Haarring. Press, Digga. Ich weiss nicht, auf welchen Bereich in meinem Gesicht ich das kann überziehen kann. Aber das ist auf jeden Fall zum Beispiel, wenn ich eine Frisur mache. Wenn ich jetzt so meine Haare würde, zum Beispiel schälen. Yeah. Das ist ein ganz anderes Beispiel als das. Aber dann ist so, diese Seite der Haare habe ich so perfekt Frisur getroffen. Und da sieht es einfach nur scheiße aus. Heisst, die eine Augenbraue hast du so perfekt geschafft und die andere so nicht. Ja. Das ist auch wie wenn du jetzt so ein... Eyeliner. Das ist eben das, was ich auch gemeint habe. Ich kenne es jetzt nicht unbedingt von den Augenbrauen, weil also es gibt ja Leute, die sind ja mega genau und ich mache einfach irgendwie schnell. Und bei einem Eyeliner kannst du es sehr schnell verkacken und es geht einfach nicht gleich aus. Nein. Der Can hat aber gerade mega lange gebraucht, um es zu erklären. Aber wir wissen, was gemeint ist. Wow, also es könnte ein bisschen disgusting sein, aber... Ja, das sind Haare, wenn sie gestrahlt hat, sind das Haare. Und die sind wahrscheinlich noch nass und liegen jetzt einfach irgendwo rum. Du, das Bild ist ein bisschen blöd, wenn du das mir zeigst. Weil ich habe das Gefühl, das sind alles Bilder, die ich verstehe. Das ist voll easy. Ich habe zum Beispiel in einer WG gelebt und dort haben verschiedene weibliche Personen, die vielleicht in meiner WG geschlafen haben. Was die dort gemacht haben, man weiß es nicht. Aber sie mussten auf jeden Fall duschen. Und ich war ja der, der dann die Dusche putzen musste. Heisst, die ganzen Haare aus dem Abfluss raus. Aber das... Es sind Haare aus dem Abfluss in der Dusche, die nass sind. Okay, das zählt. Ich habe es korrekt gehabt. Ich sage, Chat, das zählt, oder? Das zählt. Das ist halt... Aber wo ist das? Das ist an der Wand. Genau. Aber du musst jetzt nicht sagen, wieso kleben wir das an der Wand? Scheiße! Boys, helfen mir schnell! Wieso klebt sie das an die Wand? Wieso? Es gibt wirklich keinen plausiblen Grund, zum Tor an die Wand zu kleben. Frauen! Was ist das? Gar nicht, wie es lustig aussieht, dass es nicht in den Abfluss geht. Vielleicht ankleben, dass es nicht in den Abfluss geht, dann kannst du es nachher nicht mitnehmen. Wieso sollst du das an die Wand kleben, Digga? Wieso kleben ihr die an die Wand? Ich will es niemand anders kann, ich will es nicht in den Abfluss knallen. Ja, wenn sie an der Wand kleben, dann will es irgendwann auch im Abfluss sein. Wir tun es meistens nachher auch noch abspülen, wenn wir es nicht vergessen. Also wenn das irgendeine Frau macht, lost. Aber sag mal, wieso machen wir das? Ja, grundsätzlich ist es so, du machst meistens, wenn du so dich einschamponiert hast oder keine Ahnung was gemacht hast, dann hast du nachher Haar an deinen Händen. Und du kannst die nicht so einfach abwaschen. Und dann ist es viel einfacher, die an der Wand zu kleben, weil die kleben mega gut an der Wand. Dann ist es viel einfacher, die zuerst an die Wand zu kleben und nachher die Wand wegspülen, als die einzeln so wegspülen. Aber machen das... Warte jetzt. Du tust nachher so mit beiden Händen, gehst so dran und dann... Egal, scheiße. Ich muss nicht verstehen, ich bin keine Frau. Ich muss nicht verstehen. Alle Frauen so? Oder machst du das einfach du so? Nein, das machen mega viele so, glaube Ich klebe immer meine Schamhaare an die Wand. Ja, safe. Wer kennt es nicht? Glaub. Also das sind alle, aber ich glaube, also wieso sollte man es sonst machen? Schreiben Sie Kommis, ob ihr das macht oder nicht. Okay, wir kommen zum nächsten. Ich übersetze so schnell. Das Einzige, was wichtig ist am Ende des Tages. The only thing that matters at the end of the day. Den BH abziehen, weil er verdammt unbequem ist. So ein Ding ist das. Aber das ist auch nicht so schwierig. Ja, der ist sehr einfach. Der ist sehr Den einfach. checkt, glaube ich, jeder, aber das ist gleich vielleicht. Ja, also das ist so ein bisschen... Ich würde sagen, bei mir ist das so ein bisschen das Sockenphänomen, nenne ich das. Dass am Ende des Tages ziehst du Socken aus, liegst ins Bett und denkst so, fühlt sich das gerade geil an, die Socken nicht mehr anzuhaben. Also es ist einfach der Druck und das ist einfach weg und es ist nichts mehr, was dort weh tut und Druck macht und so. Girls be like, thanks for the drink. Danke für den Drink. Ja, okay, das ist auch verdammt easy. Girls snitchen sich einen Drink bei irgendeinem Dude und verpissen sich dann einfach. Das ist einfach asozial. Girls, das ist asozial. Er ist das Girl wahrscheinlich, oder? Also, Szenario. Ein Girl geht in den Club. Und weil man weiss, dass Männer immer für Girls zahlen, weiss das natürlich auch eine Frau so, die geht dort rein so. Oh, das ist Dann kommt ein Mann und sagt so, «Hey, kann ich für etwas trinken einladen?» Und dann sagt sie ja, geht das Trinken holen. Bye bye, Mann. Ja. Hey, die Welt ist so unfair. Das ist wirklich unfair und wie es der Oli Nelson einen Check geschrieben hat, für all die Leute, die sich jetzt gerade über Frauen aufregen, hört mal das Lied hier. Money, Mathe, Psyche von der Frau. Psyche von der Frau. Hört mal das Lied, ich kann es jetzt hier nicht uploaden, auch wegen YouTube. Geht auf YouTube, hört das Lied an und dann macht euch das Leben wieder Sinn. Alles so machen, dass in Zukunft mal die Frauen ins Männer einladen. Ja, aber ich finde so, kann ich, also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man den Mann zahlt, also ich weiß nicht. Ja.
Shampoo, Conditioner. Ja, wahrscheinlich brauchen Frauen den Conditioner einfach viel mehr als Shampoo. Oder sie brauchen fast kein Shampoo, nur Conditioner. Das Ding ist, du hockst da mit dem Frauenkenner Nummer 1. Nein, es ist einfach so, dass... Kannst du zuerst erklären, was Okay, also Shampoo ist... Okay, das kennt man. Und Conditioner, ich bin mir im Fall gar nicht so sicher, was Conditioner macht, aber er macht die Haare so glänzig. Genau. Und das, was das Bild da beschreibt, ist halt, dass Frauen immer so Shampoo, du nur so ein bisschen nehmen und so ein bisschen. Und der Conditioner ist halt geil und fühlt sich geil an, von dem nicht mehr so halbe Tauben. Nein, das Ding ist, das Shampoo brauchst du nur für die Kopfhaut. Und darum brauchst du nicht so viel. Und Conditioner brauchst du es meistens so, vielleicht kann ich ab den Ohren bis in die Spitze, aber so mich mit dem nächsten Bild, ich glaube, das ist auch wieder obvious. Every girl knows that struggle. Ja, okay. Wenn sie das hier wegnimmt, dann sehen die Haare weg aus. Aber das Gleiche haben ja die Männer auch. Wenn ich meinen Fischhut anhabe, du kannst meine Haare nicht brauchen, wenn ich den Fischhut abziehe. Das ist genau das Gleiche. Das Mädchen kennt den Struggle. Das ist die typisch, ich habe vorher einen Zopf gedreht Haarwelle. Ja, eigentlich schon. Die Und es gibt wirklich so Haarstrukturen, wo halt, wenn du das Gümmeli rausnimmst, dass es einfach immer noch genau so gleich zusammen bleibt. So gleich zusammen bleibt. Genau. Ja, da gibt es glaube ich nichts mehr zu sagen. Hier. Das ist vom Haarbändel. Ich habe mega lange das schwarze Haarbändel auch selber angehabt und dann ist es auch manchmal so rot. Wenn es jetzt nicht akademisch ist, dann bin ich komplett lost. Bitte Du, sag, du weißt es du nicht. spielst das Spiel echt mit dem Falschen, aber ich kann dir eine Story über das erzählen. Ich kann dir auch sagen, wir Jungs kennen das auch. Aber nicht an einem Arm. Es kann auch ein Kondom sein. Weil die haben aber auch so einen Ring und der ist auch recht eng. Weil dort sollte ja auch rücklaufen. Ich habe nachher so ein Ding an eurem Je nachdem. Aber das ist von einem Haargümmli da am Arm. Also das ist jetzt ja nicht schwierig gewesen, sorry. Also und zwar ist es eigentlich nicht ein Bild, sondern eine Konversation. Ich muss sie dir jetzt kurz vorspielen. Sieht man was? A. Sieht man was? B. Lauf mal vor. A. Und B. Nee, ist alles okay. Das hat irgendetwas mit dem Ass oder mit der Brust zu tun. Dass halt, sie läuft dann vor, fragt wahrscheinlich die Kollegin, hey, kannst du mal kurz schauen, ob es irgendwie gut aussieht oder irgendetwas? Und sie läuft dann vor und dann sagt sie, und? Dann sagt sie, nee, ist alles okay. Was das für eine Situation ist? Ja. Yeah. Wenn eine Frau in der Regel ihre Regel hat, dann reguliert sich dort Blut, das rausläuft. Und Aha, ja gut, das kann so sein. Okay. wenn man entweder einen sehr starken Ausfluss hat, oder Los, ja, jetzt tun wir alle wieder roasten. Ja, das kann auch sein. Leute, chillt. einen kleinen Tampon oder nicht so eine saugstarke Binde oder beides nicht und der einfach anfangen, dann macht es und dann läuft man vorne und schaut, ob man es trägt dahinter, ob man es sieht an meinem Arsch. Und Halb richtig. Die Situation, also beziehungsweise es ist wegen der Tag, das stimmt, aber es kommt nicht darauf an, wie fest du deine Tage hast, das. Du fühlst dich immer unsicher. Am meisten willst du den Check machen, wenn du sie noch nicht hast und du hast das Gefühl, es läuft. So, das ist meine Mom. Das sind mega coole YouTuber, die zwei. Und darum sage ich euch, die Glocke aktivieren. nein, danke. Jedes Mal, wenn man bei der Nati filmt, kommt irgendeiner mit dem Video die Mom von ihr rein und irgendetwas kann erzählen. Aber es gibt immer gute Einspieler. Bin wieder weg. Ja, Ciao! So, das wären jetzt alle Bilder gewesen, die ich hatte. Es ist ein bisschen wack, dass du gefühlt schon alles gewusst hast. Ich hätte es eigentlich mit dem Adi machen. weil der hat definitiv keine Ahnung von Frauen. Hey, Leute, die haben es gesehen. Mit mir wäre es, okay gut, ja, mit mir wäre das Video wahrscheinlich schon besser geworden. Aber dann ist es so besser für die Unterhaltung, oder? Sind wir einer Meinung. Ich hatte schon weniger gewusst als jetzt schon, aber mega viele Sachen sind ja so obvious gewesen, du musst nicht mal Erfahrung mit Frauen haben, um es zu wissen. Meine letzte Freundin verloren habe, weil ich YouTube über sie gestellt habe. Hey! Nati, was ist das? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Geben einen Daumen ihr nach habt oben. Spass daran gehabt, wie ich Bilder errate, die nur Frauen verstehen. Peace, macht's gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss. Ist mein Pony auch gut? Ja, die Bulli ist gut. Okay. Das ist jetzt gerade romantisch gewesen am Schluss. Bilder, die nur Mädchen verstehen. Zum Glück bin ich und der Can sind wir Mädchen und wir haben es verstanden. Nice. My heart